Mit Hilfe der Fledermäuse findet Lili den Weg nach Büttelsbach. Rund um die Stadt zieht sich eine niedrige Mauer. Erst als Lili näher kommt, sieht sie, dass die vermeintliche Mauer über und über mit Knoblauch bewachsen ist. Ein guter Schutz gegen Vampir. Städtli scheint wie ausgestorben. Niemand lässt sich blicken. Auf dem Marktplatz von Büttelsbach bringt sie die Kutsche zum Stehen. Ist da jemand? Eure Leute brauchen Hilfe. Ich habe sie euch zurückgebracht. Hallo? Keine Antwort. Niemand da. Wir sind allein. Lili überlegt. Sicher wird sie durch die verrammelten Türen und Feisten beobachtet. Sie springt vom Kutschbock und hilft ihren befreiten Schützling raus. Aber immer noch lässt sich niemand blicken. Da fällt der Lili etwas auf. Die beiden Fledermäuse hocken völlig erschöpft auf dem Kutschdach. Die Lili erinnert sich, was die beiden über die vorsichtigen Bürger von Büttelsbach erzählt haben. Sie klettern zu auf den Kutschbock und reden extra so laut auf die beiden ein, dass es auf dem ganzen Marktplatz zu hören ist. Handdank, meine lieben Fledermäuse. Hä? Was? Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, die armen Gefangenen aus dem Graf Draculas im Schloss zu befreien. Da, fresst ein bisschen Knoblauch, damit ihr wieder zu Kräften kommt. Sie reißt sich ihre Knoblauchkette ab und rührt sie den beiden zum Fraß vor. Die sind nicht so begeistert darüber und schauen Lili fragend an. Knoblauch? Was soll das? Hey, jetzt kommt schon, fresset! Zum Dank dürft ihr euch später zum Blutsaugen die feinsten Kühe und Säue aussuchen. Das verspreche ich euch. Das habe ich aber gehört. Versprochen ist versprochen. Mit ihren langen Zähnen machen sich die Fledermäuse über den Knoblauch her. Gewonnen. Der Lili ihren Trick hat überzeugt. Erst vereinzelt, dann aber immer mehr strömen die Leute aus ihren Häusern. Bald ist der Platz voller Menschen und der Jubel ist gross, wo sie ihre Freunde wieder in die Arme schliessen. Der Stadtapotheker kümmert sich sofort um die ausgemergelten Leute. Da, nehmt die Pille, die hilft bei Vampirbissen. Und ihr kümmert euch um das tapfere Mädchen. Die Lili wird wie eine Heldin gefeiert. Die Leute holen die Fackeln, das Essen und das Trinken. Der Marktplatz gleicht einem hell erleuchteten Festsaal. Alle wollen den Vampirjäger in die Hand schütteln und reden so begeistert auf sie ein, dass die Lili gar nicht zu Wort kommt. Auch der Stadtapotheker gratuliert. Der hat sicher schrecklich gestöhnt, was du nicht getötet hast. Tötet? Aber natürlich. Du hast ihm doch einen von deinen Vampirdolchen ins Herz gerammt. Wie sonst hättest du unsere Leute befreien können? Also, ich konnte die Leute befreien, ohne dass ich jemanden getötet habe. Was? Die leben noch alle? Also, Entschuldigung, aber getötet habe ich dann niemanden. Wie der Blitz macht die Nachricht Runde und es wird still auf dem Marktplatz.